miteinander oder eben nicht miteinander. Das ist schon die Frage der Zeit. Ich habe gemerkt, auch in der sogenannten Wahrheitsbewegung, hat es einen Haufen Schwätzer, hat es einen Haufen solche, die tun, als ob, und die eigentlich überhaupt nichts tun. Also ich habe jetzt in all diesen Jahren so viele Sachen müssen erleben und wenn dann wirklich etwas war, dann ist praktisch niemand da gestanden. Ich habe Glück, ich bin sehr beschützt und habe das Glück gehabt, dass ich immer, wenn irgendetwas war, auch die richtigen Menschen bei mir hatten, die mir geholfen haben. Und die haben mir dann auch helfen lassen. Nicht immer, aber wenn es schlimm war, schon. Wenn ich gesehen habe, es geht nicht allein, dann habe ich mir helfen lassen. Mir geht es heute ums Miteinander machen, nicht nur ums Schwätzen, nicht schwafeln, sondern machen, tun. Wenn wir etwas verändern wollen, dann lange es einfach nicht, wenn man da ein paar Beiträge da hin und her schiebt und jeder ergötzt sich da am Stoff und findet, ja geil, kann ich ein bisschen Video anschauen oder weiss der Fucker wie. Ist ja gleich wie, auf jeden Fall, es kommt keine Handlung aus dem Ganzen raus. Und ich für mich kann in dieser Zeit als Vater, als Mensch, als Mitmensch nicht mehr zuschauen. Ich muss machen. Ich kann schon immer machen. Das ist mein Leben. Ich bin ein aktiver Mensch. Wenn ich kann, mache ich. Und ich kann, ich mache. Und es gibt ein paar ganz, ganz wenige, die auch machen. Es sind aber wirklich wenige. Die grosse Masse von diesen sogenannten Wahrheitssuchenden, die konsumiert genau gleich wie die anderen auf der anderen Seite, die gar nichts von Wahrheit wissen und die Lüge als Wahrheit anschauen. Es ist eigentlich sehr vergleichbar. Das finde ich nicht gut. Ich finde, wenn es ein Miteinander geben soll, dann muss das auch erlebbar sein, spürbar sein und spürbar für einen selber und spürbar auch dann für das in der Welt, wo dann eben ist. Also man muss eine Grösse können werden, man muss eine Kraft können werden durchs Machen. Es muss manifestiert werden können und das soll ein Gewicht haben. Und wenn immer nur Einzelne sich da verheizen am Schluss, weil ihnen nicht geholfen wird, weil nicht mitgemacht wird, dann bringt das eigentlich gar nichts. Ausser denen noch mehr Futter, dass sie noch mehr können die Leute dann abmachen und die irren Verschwörungstheoretiker und solche Dinge in die Welt setzen, sie Rufmorden etc. Das passiert. Das passiert dann ganz klar. Wenn wir miteinander wollen, dann braucht es alle, die hier dabei sind. Die Geld haben, sollen Geld spenden. Die etwas machen dabei, sollen sich melden, dass man mitmachen kann. Die Material haben, das man brauchen kann, sollen das zur Verfügung stellen. Wenn immer das irgendwie möglich ist. Ein Projekt braucht Unterstützung, dass es gelingen kann. Wenn es einfach auf der Seite liegen gelassen wird, dann hat man scheinbar kein Interesse. Ich habe jetzt hier ein Projekt, das kommt. Das kommt so oder so. Es kann sehr gut kommen. Für das braucht es wirklich das Miteinander. Oder es kann einfach halt etwas sein, was ein Einzelner wieder macht oder vielleicht 2, 3 andere dabei sind. Und ja, sich nicht dann kann entwickeln, weil es keine Unterstützung hat. Das finde ich nicht gut. Ich habe in meinem Leben schon vielmal bewiesen und beleidigt, dass ich wirklich Dinge auf die Welt bringe, die klar sein müssen, die auf dem Tisch liegen müssen, die man durchschauen kann.
Es sind mehrere Dinge gewesen. Ich konnte schön und gut können leben und ich habe leider auch das Gegenteil gelebt in meinem Leben. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das Leben ist einmal auch nicht immer noch Kilby, oder? Das ist im Leben so. Man soll auf dem Boden bleiben, man soll nicht jetzt irgendein Projekt unterstützen, wenn man selber gar nichts hat. Also ich meine jetzt mit Geld, man muss sich nicht ärmer machen, als man schon ist, weil ich weiss, die Leute geben am schnellsten und eigentlich fast am meisten jeweils. Es hat hier in der Schweiz so viele Menschen, die viel Geld haben. Und die könnten locker 1000, 10.000 oder 100.000 könnten es locker an einem Projekt zur Verfügung stellen. Schenken. Einfach gehen. Machen die jetzt. Das ist möglich. Aber in der Schweiz, wie gesagt, hockt das Geld in den Säcken. Geldsäcke halt. Es ist nicht förderlich fürs Gemeinsame, für die Gemeinschaft. Wenn wir so in so einer brennenden Zeit nicht für sich kommt. Weil es einfach solche gibt, die es blockieren. Die den Sinn der Sache nicht einsehen wollen oder nicht können einsehen oder bewusst verhindern wollen. Also wenn ihr wirklich die Wahrheit finden wollt, es gibt ja nicht nur eine, es gibt Wahrheiten. Wenn wir die auf dem Tisch haben, dann ist es schon notwendig. Es ist die Not zu wenden, dass wir jetzt etwas tun, dass wir machen. Ich bitte alle, die irgendwelche Fähigkeiten haben, die dem Projekt dienen können, oder auch Kameras oder Computer oder sonst etwas können zur Verfügung stellen oder eben Geld können spenden, da mitzumachen. Es soll Fürsche gehen. Ich habe hier jetzt ein Projekt in die Welt geleitet und das soll von vielen gemacht werden. Ich stelle es nur an. Da sollen jetzt Menschen kommen, die machen. Ich bin natürlich auch mitmachen, klar. Und im Moment ist das noch mein Projekt. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich brauche meine Spesen, weil ich halt selber kein Geld habe. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche meine Spesen. Fertig. Und die Zeit ist gesichert auf 2 Jahre raus. Das ist gezahlt. Und ja, bitte, jetzt kommt. Meldet euch bei mir. Oder geht direkt auf die Seite dieberichterstatter.ch. Das E-Mail zum Beispiel ist auch dieberichterstatter@protonmail.com. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr auf euch und auf dich. Und ich denke für mich und ich fühle für mich, dass da viele Menschen da draussen rum sind, die es wirklich könnten. Und die sollten jetzt auch, weil es zu einem Müssen wird, in dieser Situation, in der wir uns befinden. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald. Am 31. Juli wollen wir mit diesem Projekt voll online sein. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, machen wir davon dann auch einen Livestream. Am 31. Juli soll es parat sein. Und bis dahin braucht es euch, dass es auch gelingen kann. Weil für das braucht es extrem viel. Es gibt eine Bibliothek mit allen freien Medien, die bekannt sind.
Es gibt eine Bibliothek in sehr vielen Themen. Eine Bibliothek, die Beiträge hat und Dokumente hat, die Bibliotheken, sogenannte, nicht einmal haben. Auch das hat System, auch hier in der Schweiz. Es wird nicht alles gezeigt in den Bibliotheken. Wir freuen uns auf den Start von dieberichterstatter.ch. Vielen Dank für eure Mithilfe, für deine Mithilfe und ganz gute Zeit. Bis gleich.